12. Kapitel. Am Oben. Dann sind die Prästenhäuser und die Töpfchen wieder heimgegangen und auch der Borstenpeter hat sich dann auf seinen Weg gemacht. Sie haben einen schönen Tag vor Essen verbracht und als sie dann heimkamen, waren sie Geuer. Der Mond war mittlerweile auch wieder am dunklen Himmel. Das war auch wieder ein Tag, hat der Töpfli-Dino der Prästenhausi gefragt, was sie Bürofen machen wollten. Der Prästenhausi, ihr könnt euch bestimmt denken, hat wieder einmal abgeschnauft. Chach. Und ist dann auch heimgegangen. Er war nämlich Rucht auf der Schnarre. Der Borstenpeter ist übrigens dann auch gut heimgekommen. Sein Fuß hat zwar noch gern geleimt, aber er ist gleich gut vorwärts gekommen auf seinem einen Bein und hat das andere, das geleimt hat, wieder Hanger das Ärli gelegt. Alle sind dann in ihrem Bettli gelegen und mussten gar lachen ab dem wunderbaren Tag, den sie hier erlebt haben. Der Töpfli-Dino hat sich dann aber in aller Ruhe noch sein Pfäffli gestipft und hat ein bisschen vom feinen Tabak genossen.